Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum 31. Spieltag war es, wa? 31. Spieltag 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Bevor wir reingehen, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, ja, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, wählt die Glocke, was man so tut. Vielen lieben Dank dafür. Gut, bevor wir reingehen, erstmal etwas in eigener Sache. Ich habe die letzte Woche extrem wenig Zeit gehabt, irgendwelche Kommentare mir durchzulesen, geschweige denn irgendwie zu beantworten. Das wird die kommende Woche wahrscheinlich nicht viel anders sein, weil da steht ja auch schon mal die Champions League an. Ich habe auf der Arbeit gut zu tun. Muss ich gucken, ob ich das alles nachgeholt bekomme. Ansonsten kann es sehr gut sein, dass beim einen oder anderen Video die Kommentare mal nicht alle gelesen werden. Das ist nur der Hinweis in eigener Sache. Ja, zum Spiel gegen Frankfurt. Ich denke, gerade erste Halbzeit war es ein unterhaltsames Spiel. Es war von unserer Seite ein sehr, sehr ruhiges, gutes Spiel. Natürlich auch mit der einen oder anderen Schwächephase drin. Der ein oder andere Spieler hat sich ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Dienstag gegen Real Madrid spielen. Ja. Und dafür war es aus meiner Sicht eine gute Leistung. Ob man das riskieren musste, alle reinzuwerfen, weiß ich nicht. Ich denke, der Hintergedanke war, sich nochmal ein bisschen Eingespieltheit zu holen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Warum Choupo spielen durfte, I don't know. Wenn ich den gegen Real Madrid da sehen muss, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ich hätte mir einen Teil auf jeden Fall von Anfang an gewünscht. Aber damit sehen wir schon mal Elefanten im Raum, den ich auch noch kurz ansprechen möchte. Ich habe ja reacted auf das Interview, wenn wir es so nennen wollen, von Uli Hoeneß. Ich stimme Ihnen natürlich 100% zu mit der Aussage zu Thomas Tuchel. Hat man das öffentlich zu äußern als Aufsichtsratsvorsitzender? Nein. In der Champions League Woche vom Halbfinalspiel gegen Real Madrid? Nein. Es bringt nur Unruhe rein, es beschäftigt nur die Zeitungen. Völliger Tullux. Ja, auch wenn er mit seiner Aussage meiner Meinung nach 100% recht hat. Genauso habe ich den Tuchel die Saison eingeschätzt und erlebt. Wild, dass man dem Tuchel die Frage heute stellt und nicht einer dieser Spieler dann auch auf dem Feld steht, obwohl er das natürlich ganz klar verneint und ziemlich schockiert reingeschaut hat. Kann jeder für sich interpretieren, wie er den Tuchel sieht. Werden wir gerne am Montag im Stream nochmal ein bisschen drüber quatschen. Generell mal über das ganze Interview, weil auch da werde ich keine Zeit haben, die Kommentare mir reinzuballern. Also wenn Montag im Stream nicht viel los sein sollte, gehen wir einfach mal die Kommentare von dieser Reaction durch. Ich denke, da werden die ein oder anderen wilden Kommentare da sein, weil ich auch ganz klar Kante gezeigt habe zu einem anderen Thema. Gut, das mal dazu, ne? Wie gesagt, ich gehe mit der Meinung, dass ein Tuchel nicht wirklich Bock hat, Spieler zu entwickeln. Ja, gerade Tell, auch ein Pavlovic. Pavlovic hat dann gespielt, wenn er dazu gezwungen wurde. Bis auf 1-2 Spiele haben wir aber heute auch wieder gesehen, dass ein Pavlovic gar nicht spielen sollte, sondern Conny Leimer und Goretzka. Im Hinblick darauf, dass sie sich einspielen oder was, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich persönlich bin froh, wenn die Ära Tuchel vorbei ist und gut ist und wir in eine neue Ära gehen können. Und wenn diese Ära Ralf Rangnick heißt, dann ist das so. Es kann nicht schlimmer werden wie unterm Tuchel. Meine Meinung. Gut, kommen wir zurück zum Spiel. Wie gesagt, dafür, dass es vor Real Madrid war, fand ich es eine sehr konstante, gute Leistung. Ich werde heute auch gar keine Noten vergeben, irgendwie die einzelnen Spieler durchgehen. Ich denke, das ist alles hinfällig. Wir können festhalten, dass wir mannschaftlich gespielt haben, dass wir auch als Mannschaft da waren. Der eine oder andere hat ein bisschen gebraucht, gerade Leon hat wieder ein bisschen gebraucht, hat am Anfang wieder 1-2 Fehlpässe drin gehabt. Guerrero hat ein bisschen gebraucht, aber gerade die linke Seite mit Mazraoui und Guerrero war dann bärenstark in der Kombination, im Zusammenspiel, hat mir richtig gut gefallen. Kimmich war heute ein bisschen schwächer, im Gegensatz zu den letzten Wochen, das können wir festhalten. Pavlovic nach seiner Einwechslung war auch nicht so stark wie die letzten Wochen, wo er spielen durfte. Choupo hat es für seine Verhältnisse okay gemacht. War jetzt keine gute Leistung, war jetzt aber auch nicht so grottenschlecht wie sonst. Thomas Müller
Thomas Müller war Thomas Müller-like, war heute nichts Halbes, nichts Ganzes, aber jetzt auch nicht schlecht oder super gut. War bemüht, hat alles gegeben. Der auffälligste Mann heute wieder auf dem Platz war Harry Kane. Nicht nur wegen seiner 2 Tore, auch wenn ich daran denke, erste Halbzeit, wo er den gegnerischen Spieler über 60 Meter verfolgt, um ihn dann kurz vor unserem 16er zu stoppen, als Mittelstürmer. Wohlgemerkt, ja. Hat sich sonst auch gerade 2-3 Mal wieder auf die 6er-Position fallen lassen, hat gut mitgearbeitet für die Mannschaft. Was mir heute nicht ganz so gut gefallen hat, was ich aber verstehen kann, 2-3 Mal, zweite Halbzeit, wurde der besser postierte Mann knallhart übersehen. Aber ja, ich denke, er schielt noch mit einem Auge auf den Torrekord, von daher kann ich das voll nachvollziehen, wenn man Stürmer ist. Aber gerade das zum Ende hin das Ding, wo Hotel komplett blank stand. Aber auch die Mannschaft hat man heute ein bisschen gemerkt, fand ich in vielen Situationen, dass man schon Heavy extrem gesucht hat. Dann auch mal das Spiel verzögert hat, wenn er noch nicht im 16er war. Was aus meiner Sicht sinnig ist, ja, weil ein Stürmer in den 16er gehört. Aber wenn natürlich dann ein Tell da vorne rumsteht und der Ball nicht dahin kommt, dann ist es halt schon ein bisschen schade. Aber nochmal, ist für mich nachvollziehbar. Ja, es sind noch 3 Spiele. Wird natürlich schwer, da jetzt noch irgendwie 6 Hütten zu machen, aber ja. So ist es. Ja, Schreckmomente hatten wir heute auch. Conny Leimer, bärenstark das Tor vorbereitet. Das Tor geht zu 80% auf seine Kappe natürlich. Generell Conny ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist. Wenn, ja, I don't know, war komplett unnötig wieder, oder? Wir wissen alle, dass Conny ein bisschen verletzungsanfälliger ist. Hätte man sich auch ein bisschen schenken können vor Real, aber gut. Im Nachhinein kann man immer leicht klug scheißen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich hätte mir einen Tell gewünscht, aber das zeigt ganz klar, dass ein Tell gegen Real Madrid keine Chance haben, mehr zu spielen. Ja, selbst wenn Leroy Gnabry ausfallen, dann werden wir wahrscheinlich einen Choupo da rumeiern sehen. Auf der rechten Seite und linke Seite wird wahrscheinlich wieder Guerrero Mazraoui beackern. Oder aber wir spielen ohne Mitte und es geht Musiala nach rechts. I don't know, wir werden es sehen am Dienstag. Können wir aber auch am Montag im Stream ab 18:30, beziehungsweise sehr wahrscheinlich eine Stunde später, diesmal ab 19:30. Werden wir das sehen. Können wir da nochmal ein bisschen drüber quatschen, wie ihr das so seht. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir dann natürlich, also erste Halbzeit hat Frankfurt ja auch noch ein paar gute Szenen gehabt, ein paar gute Halbchancen, nicht ganz zu Ende gespielt. War auf jeden Fall da. Ja, also erstmal gehen wir es kurz durch. Wir haben das Tor gemacht, dann haben wir alles im Griff gehabt. Ja, bis zum Gegentor von Frankfurt haben wir Frankfurt im Griff gehabt. Dann hat Frankfurt das Tor gemacht, dann hat Frankfurt mitgespielt. Hatte auch 1, 2 gute Dinger, die man hätte besser rausspielen können. Zweite Halbzeit haben wir es dann komplett im Griff gehabt. Ja, komplett. Da gab es kein Deuteln. Man hatte nie das Gefühl, dass jetzt noch unbedingt was passieren wird. Min-Jae Kim vielleicht auch mal positiv zu erwähnen, hat es gut gemacht mit unter Anleitung von Eric Dyer. Auch da Schockmoment mit De Ligt. Ja, hoffen wir mal, es sah jetzt alles nach nichts Ernsten aus. Außer bei Conny vielleicht. Muss man halt abwarten. Ja, hast du Scheiße am Fuß. Ja, das trifft es diese Saison, glaube ich, ganz gut. Werfen wir noch einen Blick in die Statistiken mal rein. Bin ich selber mal gespannt, was da so auf dem Zettel steht. Ich aktualisiere den Bums hier nochmal. Statistiken sollten klar sein eigentlich, oder? Allein von den Ecken auch her. Ballbesitz 61:38, Abseitsstellung 1-2, Fouls 11-7, Zweikampfquote 51:49, Schüsse aufs Tor 9-3, Schüsse insgesamt 20-10, Ecken 4-2. Angekommene Pässe 607:349, Flanken 22-10. Ich weiß nicht, was da alles als Flanke gezählt wird, Leute. Kane, Schüsse 6, Müller 4, Dyer 2. Torschussvorlagen, Leimer 1. Gewonnene Zweikämpfe, Mazraoui 7, Müller 9, Choupo 6. Ballkontakte 111 Goretzka, 107 Dyer, 83 Kimmich. Gefoult worden, schenken wir uns. Wo ich es gerade hier sehe, vielleicht nochmal ein Wort zu Eric Dyer, war wieder super unaufgeregt. Ne? Aber wirklich super unaufgeregt. Ganz relaxed darunter gespielt, das Ding. Mir richtig gut gefallen. Müller haben wir gesagt, Müller Sachen gemacht, aber wir haben es gesehen, hat heute mal 9 Zweikämpfe gewonnen, das war auf jeden Fall besser wie gegen Union. Choupo habe ich ja schon gesagt, dass es mal eine Leistung war, die okay war, nicht so grottig wie sonst. Und ja, damit können wir es auch belassen. Ja, ansonsten ist keiner jetzt super negativ aufgefallen, keiner super positiv, mal abgesehen von Harry Kane.
Aber das Spiel können wir einfach nicht, oder ich persönlich nicht, auf jeden Fall nicht irgendwie authentisch bewerten. Was soll man das jetzt bewerten? Ja. Die Mannschaft, sie hat sich reingehauen, hat das gegeben, was man geben muss in so einem Bundesligaspiel, dafür, dass es vor dem wichtigsten Spiel der Saison ist oder dem zweitwichtigsten Spiel vor der Saison, wenn wir das Rückspiel mit reinnehmen oder wenn wir das Finale mit reinnehmen sollten, wenn wir da reinkommen, ist es das drittwichtigste Spiel. Von daher Chapeau für diese Leistung, fand ich gut. Hat mir gefallen. Zu Tuchel, ja, die Aufstellung fand ich persönlich eine Katastrophe, aber gut, das ist nur meine Meinung. Ihr habt den Taktikfuchs vielleicht gesehen, so hätte ich aufgestellt. Tuchel hat einen anderen Ansatz gewählt, wollte wahrscheinlich ein bisschen das Zusammenspiel fördern oder das Selbstvertrauen auch. Gerade mit Mazraoui und Guerrero vielleicht auf der Seite haben wir ja noch nicht so oft zusammengespielt. Hat ja dann wenigstens den einen oder anderen noch ausgewechselt. Die Wechsel kann man kurz nochmal reinschauen. Sehen wir hier natürlich nicht, wild. Aber die waren ja eigentlich okay, ne? Also wie gesagt, mit Kim für die Licht rein, das habt ihr ja auch so gesagt, dass man dann zur Halbzeit auf jeden Fall wechselt. Ob das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme war, wissen wir halt noch nicht. Hoffen wir mal, dass wir auf der PK was erfahren, dass nichts Ernstes ist. Dass man dann Kimmich nach 70 Minuten rausgenommen hat. Ja, Kimmich wirkte heute auch nicht wirklich so heiß und so engagiert und so gallig. Das fand ich völlig fein. Hätte man sogar schon ein bisschen eher machen können, meiner Meinung nach. Ja, Pavlo für Leimer, natürlich der logische Wechsel. Dass man dann Zvonarek für Guerrero bringt, war natürlich ein Schlag in die Fresse für Brian. Aber ist ja auch nichts Neues. Aber Tuchel entwickelt ja die jungen Spieler so super stark, ist ja genau sein Ding. Deswegen ist er ja bei uns. Kappa, in diesem Sinne, Leute, ist es heute hier kurz und schmerzlos. Wa? Alles ist fokussiert auf Dienstag. Und dann werden wir sehen, ob ja die Saison noch ansatzweise irgendwie ein versöhnliches Ende nehmen kann. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, habt ein schönes Restwochenende. Wer Bock hat, wie gesagt, Montag Stream. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.